Meine Zuhörers, was hat sich? Ich bin zurück mit ein bisschen Jiddisch für euch. Und das ist schon einmal eine Episode. Heint wird ihr hören von Gustavo Gershon Emmes und Clara Rochel Greif. Gustavo und Rochel wohnen in Brasil und sie haben zugekriegt eine prächtige Rekordierung wegen Jiden und Jiddisch in Brasil. Ist gut. Ihr seid great. Lass mich hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Shalom Aleichem. Ich heiße Gustavo Emos, oder Gershom auf Jiddisch. Ich bin ein Jiddischlehrer und ich wohne hier in São Paulo, Brasil. Es ist für mir ein großes Vergnügen, was ich komme zu euch heint, der erzählen ein bisschen wegen Jiden und Jiddisch in Brasil. Wenn Esther hat mich verbeten zu kommen auf den Podcast, habe ich sich sehr gefreut, weil es ist eine Mechai zu können teilen sich ein bisschen mit unserem jüdischen Winkel hier in Brasil, mit der ganzen Welt. Für dem Zweck habe ich verbeten, mein Kalle Rochel, mir helfen bei einer wichtigen Mission. Shalom Aleichem, mein Chalemen. Ich heiße Clara, oder Rochel auf Jiddisch, und ich bin euch ein Jiddisch-Lehrerke und ich freue mich sehr zu sein da, weil wir wollen heute reden ein bisschen wegen der brasilianer-jüdischen Kehille. Von wann seien gekommen Jiden in Brasil, wo wohnen Jiden da im Land, in welche Staaten, in welche Städte und euch, welche Sprachen haben sie gebracht mit sich. Wegen dem Maße von Jiddisch heint und auch viele ein bisschen wegen Karneval. Oh, das klingt prächtig. Nun, da lassen wir anheben. Zuerst will ich dich fragen, Rochel, sind seien da Jiden in Brasil? Jiden haben gewohnt in Brasil, sind ein Anheb von der portugiesischen Kolonisation mit einem Erich 500 Jahren zurück. In jener Zeit seien eine Jiden entlaufen von der Inquisition in Spanien und Portugal. Das heißt, dass sie seien gewinnt falsche Jiden. Die ersten, die seien gekommen in Land, seien gewinnt als so gerufene neue Christen oder Marranos. Sie haben sich geschmarrt, das heißt, sie seien offiziell geworden Christen, aber eine Sache von sie haben weiter gelebt wie jeden Besod, in der Heim und in private Elternreich. Ja, und es ist wichtig zu erwähnen, als in 1637 in Zoffen Misrach von Brasil, in der Stadt Recife unter holländischer Herrschaft, haben Jiden von Holland gegründet die erste Schule in den Amerikas, Kahal zur Israel. Noch später seien aschkenazische Jiden auch gekommen in Brasil. Im 19. und im Anhieb 20. Jahrhundert seien gewinn größere Welles von Immigration von Misrach Europa. Asach Jiden seien gekommen besonders von Polen, Litauen, Ukraine und Russland. Sie seien entlaufen von Antisemitismus und Armkeit. Ja, also wie in anderen Ländern seien Jiden hergekommen, suchen die Arbeit, Sicherheit und bichlal bessere Lebensbedingungen. Die dosige Jiden haben gebringt mit sich Jiddisch. Es seien auch gewinn neue Qualis von sverdische Jiden, wo seien gekommen von Marokko und Mittelmisrach. Eine Sache von sie haben sich besetzt in Amazon-Gegend, in Städten wie Belém und Manaus und haben gebringt mit sich die Ladino- oder Judaismus-Sprache. Sind jener Zeit wären beide Sprachen geredet in Land. Bekitzer, in Anheb von der jüdischen Geschichte in Brasil, seien Sorov Jiden gewinnt Sverdische, aber heint ist die Mehrheit Aschkenazisch. Laut dem letzten Zensus in Brasil im Jahr 2010, wo man hat gefragt Menschen wegen seiner Religion, haben wir auch die Daten. Nur 107.000 Menschen haben sich identifiziert wie Juden laut seiner Religion, aber noch eine Sache mehr sagen, als sie kommen von jüdischen Abstamm.
Das ist an 400.000 Menschen. Ja, und das Raubjiden in Brasil wohnen in São Paulo, Rio de Janeiro und Porto Alegre. In São Paulo, Lemoschel, wohnen an 70.000 Jiden und in Rio de Janeiro an 30.000. Andere wichtige Kehiles kann man finden in Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Belém und Manaus euch. Das jüdische Leben in Brasil ist aktiv und reich. Wir haben Schulen, Synagoges, Museen, Jugendgruppes, Kromen für koscher Essen, jüdische Restaurants und Kulturorganisations. Und man muss sagen, dass die jüdische Kultur mischt sich gut aus mit der brasilianer Kultur. Ein gutes Beispiel ist der Bloco Klezmer, eine Karnevalparade, wo es ist vorgekommen heuer zum zweiten Mal in Bom Retiro, die traditionelle jüdische Gegend dort von São Paulo. Ja, es ist gewinnt Tage wunderlich. Wir haben getanzt zu einem fantastischen Gemisch von Klezmer-Musik und Samba. Gar Sachmenschen sind gekommen. Jeden, nicht jeden, Musikers, Tänzers, Stammmenschen auf der Gas. Es ist gewinnt eine prächtige Simche. Ja, und wir gucken schon heraus auf dem kommenden Bloco. Der Bloco Klezmer wächst. Mehr und mehr Menschen schließen sich an ein Projekt. Ich allein habe gekannt etwas beitragen heuer, weil ich bin gewesen der Jiddisch-Konsultant zu dem Skript von dem Parade und ich habe geholfen beim Lernen die Akteuren, wie so richtig herauszureden gewisse Sätze auf Jiddisch. Ich habe stark Hanoi gehabt. Ja, ich euch. Wir können sich nicht erwarten, noch einmal zu tanzen zu jüdischen Liedern in die Gassen von São Paulo beim kommenden Karneval. Und wir verbeten euch, liebe Zuhörer, zu kommen feiern mit uns in 2026. Jetzt lassen wir sich umkehren zu der Geschichte ein bisschen. Wie gesagt, wenn aschkenasische Jiden seien gekommen in Brasil, haben sie gebringt Jiddisch mit sich. Und in Anhieb von den 1920er Jahren seien gewesen etliche jüdische Zeitungen in Deutschland. Die erste Zeitung ist heraus in Porto Alegre in 1915. Andere seien noch gekommen in Rio und in São Paulo. Ja, und es seien gewesen literarische Journalen, politische Bulletinen und gehille Zeitungen. Einmal auf viele zweisprachige, auf Jiddisch und auf Portugiesisch. Es seien euch gewinn etliche Schreibers und Schreiberins, was haben geschrieben auf Jiddisch wegen dem jüdischen Leben da im Land. Wie Rosa Palatnik, Meir Kuczynski und Moshe Loketsch, unter andere. Bis der Hälfte vom 20. Jahrhundert ist gewinn ein relativ größer Eulem Lehners da. Ja, und man hat damals gelernt Jiddisch in jüdische Schulen. Aber zum Bedeuern haben Schulen aufgehört, es zu lernen. In den Jahren nach der Gründung von Medinas Israel hat man aufgehört lernen Jiddisch in die meisten Schulen und mit der Zeit hat man es ganz verbieten mit Hebräisch. Das ist takke schade. Das macht mich takke treurig, wenn ich tracht wegen dem. Das ist ein Schade, weil zu lieb dem und zu lieb Assimilatie Bichlal reden heint als weniger Menschen Jiddisch. Die Zahl jüdischer Reders ist eine Sache kleiner wie in vergangenen Jahrzehnten. Von deswegen ist Jiddisch nicht im Ganzen verschwunden geworden. Ein paar chassidische Kehilles reden noch als Jiddisch täglich in der Heim, in Schule und es wächst heint ein neuer Dörr jüdischer Reders. Es ist da euch eine kleine, aber wichtige jiddischistische Zwiebel, was ist geblieben getreu der Sprache und ist tätig in São Paulo und in Rio de Janeiro. Eine von solchen Gruppen heißt Leben für Jiddisch in Rio. Ich habe dort gelernt in der Vergangenheit. Und du, Rachel, lernst dort jetzt, ja? Ja, ich lerne eine Online-Klasse bei sie. Wir bieten an Klassen für die Erwachsenen und es ist da auch eine Gruppe, was macht ponim-dicke Aktivitäten mit Kindern dort in Rio de Janeiro. Die Gruppe bekennt die Kinder mit Jiddisch durch Lieder und Spielen.
Und da in São Paulo ist wichtig zu der Monnen das Volkshaus in Bom Retiro, was vermogt ein riesigen jüdischen Archiv und zieht zu Jüdischisten von verschiedenen Zwiebes. Dort haben wir sich bekannt mit der Sache von unseren Chaveren, was lernen sich Jiddisch. Und einmal habe ich dort noch gelernt an Alphabet-Klasse. Ja, warte. Lass mir aber legen dem Trop auf dem, was du hast schon gesagt, als Jiddisch wird gerät beikar durch Sidim. Und es kommt sehr ein größer Jascho Koyach der Fall. Und in Scheiches mit dem will ich sagen, als so wie über der ganzen Welt müssen wir weltliche Jiden tun eine Sache mehr für Jiddisch und proben reden die Sprache jeden Tag. A viele, ob es kommt uns an schwer. Es ist sehr eine wichtige Sache. Masken, in ganzen Masken. Der Fakt, wo sie reden so viel Jiddisch, ist sehr positiv. Und wir müssen sich inspirieren von sie und proben reden, was mehr. Le Moschel, ich habe letztens besucht eine Schule, eine chassidische, in Bom Retiro, und es ist gewesen eine mächtige Überlebung. Wenn ich bin hereingegangen, hat man mich herzlich begrüßt mit einem warmen Gut Shabbos. Oder Git Shabbos, wie sie haben es Tage gesagt. Und ich habe gekannt reden die ganze Zeit nur auf Jiddisch. Auch viele die Kinder dort haben geredet Jiddisch. Es ist gewesen, eine Chaya zu sehen. Und nu, als unser Schmur soll nicht sein zu lang, lass mir einfach sagen noch ein paar Wörter. Was willst du sagen, Gershon? Nu, ich will sagen, als Jiddisch lebt weiter in Brasil. Hat jetzt in einer Sache kleineren Vernehmen. Und es wird noch weiterleben. Sei bei den Chassidim, sei in weltlichen Klasszimmern. Ja, und auch viele in Karnevalparaden. Sicher, nu, absolut. Und du, was willst du noch sagen? Nu, ich will noch sagen, als es ist gewesen, eine Mechaie zu sein da und sich teilen mit euch ein bisschen mit unserem Jiddisch-Winkel in São Paulo und in Brasil bichlal. Einen schönen Dank für den Zuhören sich. Ja, einen herzlichen Dank. Wir hoffen, dass es euch gefallen. Seid gesund. Seid uns alle gesund. Einen schönen herzlichen Dank, Gustavo und Rochel. Es ist gewesen ein Vergnügen zu hören von euch und lernen sich ein bisschen wegen Jiden und Jiddisch in Brasil. Und ich danke euch alle für den Zuhören sich zu Proste Jiddisch. Wir seien nicht so regelmäßig, aber wir seien da. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark.